Gebt euch den Kerl jetzt. Schaut sich den an. Geil, oder? Wahnsinn! Servus! Grüß euch! Na, haben wir. Kulinarischer heute. Vor dem Stadion. Was haben wir da? Eine Currywurst mit Spezialsoße. Mit einem Brötchen. Mit einem Brötchen, ne? Ja, und 4x03. Kostet Bier. 4 Euro für 0,3. Habe ich dann gefragt, so, ist das ein normaler Preis? Okay. Oder ist das halt, weil es vom Stadion ist? Ich sage dann, nee, das ist normal. Normal verkaufen wir 0,2 für 3,60. Ne? Wahnsinn, oder? oder? Du sagst 0,2, wer kauft das? Wenn du mir das hinstellst, gib es weg und stellst du wieder hin. Ja, ne? Aber ist nicht. Wahnsinn. Dann, Mahlzeit an mir. Danke, Max. Gönnst du? Du auch. Ja, du. Bin gespannt, was du sagst. Gespannt, was du sagst. Das haben wir übertroffen. Was soll ich dazu sagen? Der Hunger ist dann ein bisschen weniger. Wie sagt der Mo immer so schön? Zur Not frisst der Teufel Fliegen, ne? Mahlzeit. Sind wir wieder, Wiener Stadionvlog ist zwar noch in der Sommerpause, oder? Ja, Oder auch Sommerpause. nicht? Oh ja, naja, Sommerpause. Von der Saison der Clubs ja, aber ist ja was in Deutschland, oder? Naja, haben wir Österreich-Karten haben wir keine gekriegt. Naja, Hauen wir es gleich raus, wie es ist, ja? Jetzt haben wir sich halt gedacht, was für ein Team hat noch Rot-Weiß-Rot oder Rot-Weiß? ja, jetzt schauen wir sich Schweiz gegen Schottland an oder Schottland gegen Schweiz, wie auch immer. Ja, du, die Schotten haben das erste Spiel verloren, haben gegen Deutschland vollkommen kassiert. Musiala dort bis deppert. Ja, das war schon eine Bombenleistung von Deutschland, aber da haben wir schon ein paar Schotten, die sich umdreht. Also die Motivation gut. Die ist sicher gut, ja. Wir haben schon viele Schotten jetzt, wir sind ja jetzt in Köln heute. Viele Schweizer, viele Schotten, alles friedlich aber. Muss man auch dazu sagen, also wir haben uns ein bisschen zur Story auch noch, dass wir da ausholen. Wir haben im Oktober, nein, September, unsere Unterkunft eigentlich gecheckt gehabt. Und wir wollten schauen, dass wir nur Österreich-Tickets kriegen, dass wir die ganze EM für euch dabei sind. Und ja, 11 Tage davor haben wir Storno gekriegt. Danke nochmal. Ja, es muss sein, es tut mir menschlich leid, aber es muss sein, es muss einfach sein. Ja, passt schon, wurscht. Weil es einfach nicht okay war, aber somit möchte ich auch das Thema abschließen und... Na, wir haben trotzdem, für welche Spiele sind wir jetzt eigentlich da? Wir sind jetzt in Köln. Wir haben 2 Spiele in Köln, also heute jetzt um 21 Uhr Schottland-Schweiz. Ja, gescheit, dass wir schon seit 17 Uhr da sind, ne? Naja, wir sind ja auch schon um 23:45 Uhr von Wien weggefahren. Gestern, ja. Gestern, also geschlafen haben wir wie viel? Also ich habe ganz ehrlich mit deiner Schnarcherei gar nichts geschlafen. Du hast aber angenehme 45 Minuten durchgeschnarcht. Ein halber... Habe ich hier auf Video, aber da schneiden wir da nicht rein. Nee, ich schneide euch rein. Ja. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, ein halber Schlafzyklus, du hast das Buch des Schlafes studiert. Ja. Was bringen 45 Minuten? Ja, mehr als nix. Aber ist eh wurscht. Nein, wir sind mit dem Auto auf jeden Fall gefahren, 9 Stunden mit 3 Pausen über die ganze Nacht hindurch. Deutschland, coole Autobahn, also die Strecke an sich war eh cool zum Fahren, da kann man nichts sagen. Abwechselt haben wir uns alles gut. Ja, ein bisschen übernachtig, ein bisschen überdreht, aber das Wetter ist geil, weil in Wien oder in Österreich, da stirbst du glaube ich momentan. In Köln, da haben wir angenehme 20 Grad, leicht bewölkt, kein Wind, schöne Sonne, trotzdem mit Licht, also perfektes Wetter, perfekt. Und wir sehen im Hintergrund. Ruhig, bitte, wir sind da gerade am Drehen, hallo. Na, Wahnsinn, die Leute sind so arg, na, unglaublich. Unglaublich. Na, naja, wo ist deine Akkreditierung, bitte? Ich meine, ohne Akkreditierung kein Respekt, oder? Weiß nicht, keine Ahnung, was du da redest. Hast du schon einen Hut gekauft für heiße 10 Euro, aber ja, ihm passt der Hut, oder? Er hat ein richtiges Hutgesicht. Habe ich einen Raymond Reddington, ja. Naja. Er sagt ja auch. Ja, wir schweifen gerade Ärger ab, das interessiert doch keinen Menschen, was wir da reden. Ja, sicher sogar, gerade das. Glaubst? Gerade das, weil jeder weiß. Ob ich das eigentlich, ich meine, ja, da hätte ich kein Feedback von euch, wirklich. Nee, alles schneiden dann. Das schneidet man sicher nicht raus, genau so wird das kommen. Ihr werdet es noch sehen. Aber. Ja, wir brauchen wieder Dynamik, warte, einmal 360. Na, du willst ja keine, du willst dich 360 im Kreis drehen, schau. Ja, wie wenn wir gerade tanzen würden. Wie wenn wir tanzen würden. So.
Ja, aber das hat doch keinen Sinn an mir. Aber jetzt sind wir schon vom Kölner Stadion, um zum Thema zu kommen. Das schaut echt leibend aus von außen. Die machen ja, jetzt ist 18:15 Uhr, Deutschland spielt ja jetzt gerade in Ungarn. Und seit 15 Minuten. Und im Stadion in Köln machen sie ein Public Viewing und da gehen halt die Leute jetzt rein und wir sind dann um 21 Uhr beim Spiel dabei. Heute eben da in Köln, morgen sind wir in... Willst du das wirklich schon sagen? Ich hätte eine Überraschung draus gemacht. Stimmt. Wobei, wir schneiden wir so schnell. Sind wir so Ja, schnell machst online? ja pro Spieler ein Video, oder? Ja, habe ich an sich vor, wie sonst Ja, auch immer, aber dann sagen wir nichts, passt schon, alles gut. sagen wir nichts, passt schon. Jetzt gesehen, wie er die Kamera weghaltet, Ja, aber kennst du weiter das? redet. Echt schwachsinnig, aber Sollte dann alles nicht so gut, er ist rausschneiden. übernachtig, ich verzeih es ihm. Ah, das kannst du nicht reinschneiden. Ja, man kann alles eigentlich rausschneiden, aber irgendwie viel Material für euch auf jeden Fall. Schottland, Schweiz, was glaubst du? Wie ist deine Prediction für heute? Also ganz ehrlich, von Schweiz muss man ganz ehrlich sagen, wenn Schweiz das nicht gewinnt, wäre es eine mega Überraschung. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Schweiz das packt, weil sie eben auch beflügelt sind von der ersten Partie. Und Schottland, die Fans sind voll da, aber wenn man die beiden Spiele, Schweiz und Schottland, wie sie gespielt haben, analysiert und die Form nicht sich komplett verdreht bei beiden Mannschaften, dann muss Schweiz das gewinnen, sage ich. Was sagst du? Sie können wenn sie das gewinnen, sind sie im Achtelfinale fertig. Ich bin Und Schottland, ja gut, Schottland nach wie auch. vor, wie in der ganzen Saison, im selben Motto. Man, selbes Motto wie sonst auch immer. Tore, Tore, Tore. Was bedeutet das an mir? Ich sag, es geht 3-3 aus, mein Freund. Was 3-3. sagst du? Ich sag 3-1 für Schweiz. 3-1. So. Ami sagt, im Stadion gibt es nur Scheiße zum Essen. Erst in Köln, da kriegst du nur, wie hat das geheißen? Currywurst mit einem Brötchen. Eine clevere Bratwurst kriegst du, Ja. mit der automatigen Scheißsoße Aber eigentlich. die Deutschen fahren drauf ab, ich meine, die kennen nichts Gutes, keine Käse, keiner nichts, immer keine Esskultur. Entschuldige für jeden Deutschen, aber das ist der Wahnsinn. Nein, also wir wollen auch überhaupt keinen Hate an Deutsche persönlich Nein, geben, gar aber, nicht, gar nicht. aber eure Esskultur lässt echt zu wünschen übrig. Also ich lade euch gern mal ein. Unsere deutschen Zuschauer, wenn sie in Wien seid, bin immer für einen Tipp zu haben, du auch, glaube ich. Für jeden Bezirk, wie wir alle wissen. Für jeden Bezirk, ganz genau. Aber es gibt halt jetzt immer im Stadiongelände, wir sind noch nicht drin, nicht im Stadion. Du bist auf die andere Seite, oder? Keine Ahnung, aber schau mal, was da zum Essen gibt, weil da gibt es auch was anderes. Keine Ahnung, du hast das gesagt, das ist eine Nordsee für Arme. Nordsee für Arme, da ist lauter Fisch, aber Lecker heißer Backfisch da oben. naja, das ist noch ein Burgerladen, super, oder? Sehen wir mal die Längsseite von dem Stadion. Sieht echt heftig aus eigentlich, jetzt wie lang es davor geht. Und du hast lediglich rechts auf der Seite einen Eingang, da wo wir reingehen. Und ganz vorne auf der linken Seite ist dann auch wieder einen ganz komisch, wie die das in Köln handhaben. Aber ja, wird schon seine Gründe haben. Schauen wir mal. Drin sind wir. Du sagst das. Du sagst zu Köln im Stadion. Warte mal vor. Das ist nett, oder? Deutsches Stadion, also ja, eh nett. Halt dreimal. Was hat's da schon? Org Stadion, Org, zwar halt schon. Sie haben sogar noch Röhrenfernseher hier aufgehängt. Ja, es waren 3 Wochen. Neu. Ja, das wieder verkauft, oder? Ja, was sagst du denn? Ja, aber wie in Klagenfurt. Ja, schau die Sitze an. Ja. Plastikscheiße ohne Ende. Aber, ich muss euch sagen, sind vorher von 2 Feinkern angesprochen worden. Warum ist der Sascha mit dem Wiener Sportclub Leibl da? Ich sag's wie es ist. Rein wegen der Message. Love the game, hate the business. Ist einfach so. Da gibt's nichts hinzuzufügen. Danke, Amir, danke. Außer auf ein gutes Match von Rot-Weiß. Die Partie wird geleitet von Ivan Kuziak, Slowenien. The pleasure of receiving the award. Stay with us at the end of the match. See who will win the UEFA Urort Schottland! presented by Vivo. Bist du deppert? Vivo präsentiert den UEFA-Spieler des Spiels. Sie wird heute nach dem Spiel So ein Gehörschaden, Alter! Bitte bleiben Sie nach dem Schluss durch den Fan und Lights, um die Bekanntgabe des von Vivo präsentierten UEFA-Spieler des Spiels mitzuerleben.
Schweizer, oder? Marseille-Taktik, oder was? Schwachsinn. Okay. Was passiert bei einem Tor? Da ist ein Arsch, der brennt die Tor. Ja, hören wir mal jetzt sowieso nichts mehr. Ja, wenn wir das erste Tor schießen. Wahnsinn. Das glaubst du nicht, dass du nicht selber lebst. Ja, vor allem, das war eine Partie. Ui. Also, wirklich, Jeder Ballgewinn ist ein Tor bei denen. Wirklich. schottische Fans, Respekt, echt. Also hätte ich nie geglaubt, wirklich. Hut ab. Wobei, ich werde die Schweizer. Sachdose. Ja, überhaupt, Alter. Blind war der gar nicht. Und 2-1. Wahnsinn.
34. Minute. Freistoß für Schottland. Stimmung super angefangen. Aber gleich zu Beginn die Schweizer voll da. Und gleich ein Eckball. Für unsere Eidgenossen. Freistoß Schottland wird gefeiert, wird in Minute 48. 49 wird gefeiert. Wahnsinn. Ah, schlechter Freistoß. Ganz ehrlich, Schottland deutlich besser. Deutlich besser, Schottland besser, wenn man so. Da kommen ganz anders aus der Kabine raus. Die Schweizer noch nicht ins Spiel kommen in der zweiten Halbzeit, muss man ganz klar so sagen. Sag's, Sascha. Ja, Stimmung super, aber spielerisch ja bloß mittlerweile, oder? Ja, die Stimmung ist ein Wahnsinn. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ihr hört's auf. Beide. Jetzt kommen die Schweizer. Freistoß. Bist du deppert. Allein für den Torjubel, ich hätte so gern gesehen. Hergeschenkte Ecke, ganz ehrlich. Das ist nicht normal. Die singen, das kriegst Gänsehaut pur. Unpackbar. Du hast ja gesagt, das Problem ist, der Schweiz reicht der Punkt. Ne? Deswegen Freistoß bei Nummer 16, Vincent Snell. Wie lange kann man für einen Freistoß brauchen? Das gibt es doch nicht. Fehler nicht. Ja, komm. Ja. Selber bitte.
Das war's mit dem Spiel. Schottland, Schweiz, 1-1. Dein Resümee, wie war das Spiel für dich? Die Stimmung war mega. Ich habe noch nie so eine laute Atmosphäre mitbekommen. Auch bei der Rapid nicht, aber gut, da waren jetzt knapp 50.000 drin. Und die Schotten, ich hätte es nicht geglaubt, die zucken aus, die schreien, die haben einen Organ, aber alle. Und wenn dann alles anstimmt und jeder Eckball zelebriert wird. Und auch die Schweizer waren auch gut, aber die Schotten haben ja hinter uns auch fast nur Schotten gehabt, ein paar Schweizer. Von der Lautstärke Bombe und vom Spiel selber ein gerechtes Unentschieden, finde ich. Die Schweiz unfähig, irgendwas zu machen. Naja, unfähig, aber gut, die Schotten. Ja, ich merkt auch Shaqiri, obwohl er das Tor geschossen hat, er spielt halt, glaube ich, nur mehr in den USA. Man merkt halt, er ist auch relativ viel geworden mittlerweile. Und von dem her, alles gut an sich. Oh, wobei, einen schweren Kritikpunkt habe ich an die Schotten. Spielt's noch bitte nicht mit dem Dudelsack 90 Minuten durch. Ich habe ihn beim Einschlafen noch gehört. Ich habe am Nachmittag eine Kopfschmerztablette noch geschmissen, weil Katastrophe. Das ganze Zeit nur. Echt nicht lange. Aber dir ist gegangen, aber, oder? Der Dudelsack hat mich nicht so gestört wie beim Schnarchen, aber ansonsten. Nein, aber ich finde vom Volk selber her, die Schotten ursympathisch, ja, total. Alle in Schottenrücken und alle gut drauf und Grölen natürlich auch, aber sympathisch. Ja, total sympathisch. Also wir haben ein Foto gemacht, zeige ich euch da natürlich. Waren ganz nette Leute. Edinburgh-Fan waren das, oder? Edinburgh, wie sagt man? Edinburgh, keine Ahnung, Edinburgh. Aber Hibernian ist eigentlich der Club von dort, ne? Hibernian, ja. Und ja, auch mit ein paar Celtic-Fans gesprochen, wie gesagt, und jetzt schauen wir mal. Und nehmen euch zum nächsten Match dann natürlich mit und melden uns dann natürlich wieder. Könnt ihr den Spaß?